Hören wir gern die Wahrheit? Oder nur dann, wenn es für uns positiv ist? Die reine, nackte Wahrheit ist manchmal nicht einfach. Vor langer, langer Zeit, weit weg von da, handelt die nächste Geschichte. Dort hat nämlich die Wahrheit gelebt. An einem wunderschönen Tag hat die Wahrheit beschlossen, sich den Menschen zu zeigen, so wie sie geschaffen worden ist. Rein, unverhüllt, ungeschminkt, einfach nackt. So ist sie ins nächste Dorf gegangen. Die Kinder sind verschrocken, wo sie die nackte Wahrheit vor sich hatten, denn in ihrer Umgebung hat es die nicht gegeben. So sind sie zu ihren Müttern gesprungen, um dort Schutz zu finden. Doch die Mütter haben die reine Wahrheit auch nicht sehen, haben ihr Gesicht abgedreht und sie in ihre Häuser geflüchtet. Es ist nicht lang gegangen, steht die Wahrheit ganz allein auf der Straße. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn die reine Wahrheit unter den Menschen ist? Richtig, die Menschen sind überfordert mit der reinen nackten Wahrheit. Doch die Wahrheit hat doch jetzt beschlossen, endlich sich den Menschen zu zeigen. Und darum hat sie nicht so schnell aufgegeben. So hat sie an die eine oder andere Tür geklopft, mit der Hoffnung, dass man sie auftut und sie anlässt. Doch niemand hat ihr aufgetan und so ist die Wahrheit vor verschlossener Türe gestanden. Keiner hat die reine nackte Wahrheit weder im Haus haben noch hören. Das hat die Wahrheit tief getroffen. Und so hat sie sich wieder zurückgezogen, sich versteckt und sich in den Hintergrund gehalten. Von dort aus hat sie die Menschen beobachtet. Am Abend, wenn die Strassen leer waren, ist sie durch die Gasse gelaufen, hat den Menschen zugelassen, wie sie streiten und lachen in den Häusern. Doch einmal, an einem wunderschönen Abend, hat sie von weitem gehört, dass die Menschen draussen sind und lachen. Sie geht dem Geräusch nach und sieht aus dem Versteck, dass das Märli auf dem Platz Geschichten erzählt. Angelegt in einem zauberhaften Kleid und umhüllt von einem wunderschönen Mantel. Ums Märli herum sind ganz viele Leute gestanden und gesessen, gross und klein. Die hören mit offenen Mündern und grossen Augen dem Märli zu, klatschen und lachen zwischendurch. Es scheint, als ob die Leute nicht genug bekommen von all diesen Geschichten. Wo es aber schon spät war, sind die Leute langsam heimgegangen. Und wo der Letzte im Haus verschwunden ist das Märli aufs Ross gestiegen und losgeritten. Doch die Wahrheit hat allen Mut zusammengenommen und ist aus dem Versteck gekommen und hat sich vor das Märli gestellt. «Hü!» hat das Märli das Ross angehalten. «Ich bin die Wahrheit!» sagt auf das aber schnell die Wahrheit zum Märli. «Märli, kannst du mir sagen, warum die Menschen so gern zuhören? Mir haben sie nicht einmal in die Augen schauen. Mir sind sie aus dem Weg gegangen. Immer, wenn ich auf die Menschen zugegangen bin, haben sie die Flucht ergriffen, als wollten sie mit mir nichts zu tun haben. Liegt es daran, dass ich so alt bin? Oder bin ich so hässlich?» «Nein», sagt das Märli, «auch ich kann hässlich sein. Auch ich bin schon sehr alt. Doch die Menschen können mit dieser nackten Wahrheit nicht umgehen.» Das Märli steigt vom Ross. Es zieht seinen wunderschönen Mantel aus und leitet ihn über die Wahrheit. «Nimm den. Du wirst sehen, die Menschen werden dir jetzt zuhören. Sie werden dich lieben. Denn weisst, niemand will die nackte Wahrheit hören. Wenn du willst, können wir zusammen in der Welt umziehen.» Das Märli steckt die Hand in der Wahrheit entgegen und die Wahrheit strahlt und nickt. «Ja, denn allein sein ist nicht schön.» Auf das aber steigen beide aufs Ross und reiten davon. Seitdem ziehen die Wahrheit und das Märli zusammen in der Welt von Ort zu Ort und erzählen uns die zauberhaften Geschichten, die immer einen Kern Wahrheit in sich tragen.